Cool, es ist schon zweiter Advent, nicht? Heute Morgen, wo so Schneeflocken ich gesehen habe, als ich aus dem Fenster geschaut habe, ist mir bewusst geworden, langsam ist so richtig Weihnachtsstimmung, nicht? Wir müssen das Auto befreien vom Schnee, um da hinzukommen. Ja, ein paar von euch, ich habe wirklich den Genuss von einer Tiefgarage schätzen gelernt heute Morgen. Ich liebe den Schnee, ich bin so wirklich, das tut mir auch gut. Ich liebe den Schnee. Wer hat auch gerne so Schnee und Winter? Wer ist eher der Sommertyp? Hey, so cool, dass ihr trotzdem da seid, mega stark. Etwas von dem, was ich am Winter liebe, ist eines von meinen Hobbys, und zwar das Skitouren. Skitouren, das ist zum Glück Corona-konform, weil man ja allein unterwegs ist. Für die das nicht so wissen, da laufen wir mit den Ski, mit so Fell unten dran den Berg rauf und nachher fahren wir wieder oben runter. Das ist eines von meinen Hobbys, ich bin das ja noch nicht gewesen. Im Moment ist es gerade ein bisschen gar gefährlich mit dem ganz vielen Schnee, aber sobald die Bedingungen wieder gut sind, freue ich mich auf die erste Skitour. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von einer Skitour vor ein paar Jahren. Und das ist von diesem Moment träume ich. Das ist krass, es ist unverfahren, ein ganzes Tal, absolute neue Powder, das es hingerührt hat, sichere Bedingungen. Das ist so der Traum von jedem Skitourer, so ein Tal zu haben. Und es ist noch ein schönes Foto geworden. Aber die Tour selber war wirklich auch schön gewesen. Und ich mag mich mega gut an das erinnern. Wir haben bei dieser Skitour so ein bisschen plötzlich das Tal gesehen und dann haben wir gedacht, ach komm, wir gehen hier runter. Es wäre gar nicht geplant gewesen, eigentlich in das Tal runterzufahren, sondern eins nebendran. Aber weil es so schön ausgesehen hat, haben wir gedacht, komm, das fahren wir jetzt einfach runter. Und es war eine unglaublich gute Tour gewesen, bis zu einem Moment. Nämlich, wo wir im Tal unten gemerkt haben, dass wir die ÖV-Verbindungen nicht abgecheckt haben und spät dran sind. Wir haben das letzte Postauto verpasst. Und das Tal ist wirklich das Ende der Welt. Also dort hat es jetzt echt nichts gehabt, es hat keine Häuser gehabt, es hat niemand irgendwie gehabt, der uns helfen konnte. Und das Schlimmste, es hat keinen Handyempfang gehabt. Und das ist echt noch blöd, wenn du so in einem Tal bist, ohne Handyempfang, ohne Leute, dann plötzlich kippt so die Stimmung. Das ist so, zuerst war es auch cool, bist verschwitzt, bist unten angekommen, oh, wir sind fertig. Nachher irgendwann kommst du kalt über, dann geht die Sonne unter, unsere Stimmung miteinander hat langsam gekippt und es ist so ein bisschen langsam uncool geworden. Wir haben keinen Handyempfang gehabt und sind völlig verloren gewesen. Und ihr kennt doch die Momente. Du bist einfach so, ich will einfach nur nach Hause. Eine warme Dusche, du träumst von dem. Oder so ins Bett kuscheln. Nur schon, wenn jemand dich abholt in ein warmes Auto rein. So haben wir uns gefühlt in diesem Moment rein. Manchmal geht es auch so, vielleicht jetzt in dieser Winterzeit. Und jemand, der das so erlebt hat, aber auf eine viel tiefgründigere Art und Weise, das war ein Ehepaar, wo wir heute miteinander werden ein bisschen über sie reden, und zwar der Zacharias und Elisabeth. Das ist eine Story, die ist vor etwa 2000 Jahren passiert. Da hat es ein Ehepaar gegeben, die haben so im heutigen Israel gewohnt. Und damals, das Volk Israel, die haben seit etwa 400 Jahren dringend darauf gewartet, dass irgendjemand ihnen helfen würde. Weil sie sind unterdrückt worden von den Römern, die haben so eigentlich fast schon in halber Gefangenschaft gelebt. Und es war für sie mega uncool gewesen. Sie haben darauf gehofft, hey, wann hilft uns endlich jemand? Und der Zacharias und Elisabeth, die haben noch ein zusätzliches Problem gehabt, so ein ganz persönliches, privates Problem. Und zwar haben sie kein Kind bekommen. Damals war das sehr schandhaft gewesen für eine Frau. Die Elisabeth hat sich mega geschämt. Und hey, das Ehepaar, der Zacharias und die Elisabeth, die haben bettet, die haben gerungen drum und gehofft, wenn endlich können wir ein Kind bekommen. Sie haben es wieder und wieder versucht, jahrelang, es hat einfach nicht geklappt. Irgendwann sind sie alt geworden und sie haben die Hoffnung ein bisschen aufgegeben. Sie haben aber so ein bisschen zu der damaligen Kirche dazugehört, sie sind bei den Senioren sehr aktiv gewesen. Sie sind fromm gewesen, der Mann war Priester gewesen, der Zacharias, und er hat die Bibel gut kennt. Und sie haben trotzdem, auch wenn sie das nicht so erlebt haben, haben sie die Hoffnung nie aufgegeben, dass Gott ihnen helfen würde. Sie haben sich an die Gebote gehalten von Gott, sie haben ihr das Beste gegeben. Und wo sie alt sind, hat der Zacharias so eine einmalige Gelegenheit gehabt. Nämlich, er war ein Priester und damals hat jeder Priester einmal im Leben, wenn sie ihn mal getroffen hat, das ist so per Los bestimmt worden, hat er im Tempel in Jerusalem so eine spezielle Aufgabe übernehmen. Das ist so wie der absolute Höhepunkt von seiner Karriere gewesen. Und wo das der Fall war, wo er die Chance hatte, in den Tempel zu gehen, eben, wie gesagt, er war schon ein bisschen alt, ist etwas Erstaunliches passiert. Da ist ein Engel gekommen, ist ihm erschienen im Tempel inne und hat ihm gesagt, ihr werdet ein Kind bekommen.
Der Zacharias, das kann man ja schon verstehen, hat zweifelt an dem. Er ist so, ja, wir sind aber alt, weißt du das nicht? Der Engel hat das nicht so toll gefunden, dass er zweifelt hat und hat ihm gesagt, du wirst stumm bleiben, bis das Kind auf die Welt kommt. Als er rausgekommen ist aus dem Tempel, war es ein bisschen schwierig, um sich zu erklären. Er konnte ja nicht reden. Er war wirklich stumm und trotzdem haben alle gemerkt, irgendetwas muss da passiert sein. Als er heimgekommen ist zu der Elisabeth, seiner Frau, ist die Kommunikation ein bisschen schwierig geworden. Sie haben dann so ein Wachstäfeli gefunden, wo sie miteinander so wenigstens das Wichtigste austauschen können. Sex funktioniert ja auch ohne Wort. Also haben sie es wieder mal versucht, auch im hohen Alter noch. Und es ist tatsächlich das passiert, was niemand für wahr halten konnte. Nämlich die Elisabeth ist schwanger geworden. Sie ist schwanger geworden und sie hat so irgendwo in den Bergen oben gewohnt. Und während dieser Zeit, wo sie schwanger geworden ist jemand anders auch schwanger geworden. Auf eine ganz andere Art, aber nicht weniger mirakulös. Eine junge Frau, die im besten Alter war, die verlobt war, aber, und das ist das grosse Aber, diese Frau hat noch keinen Sex gehabt. Und sie ist trotzdem schwanger geworden. Auch bei ihr ist ein Engel erschienen, um ihr das Ganze zu erklären, was irgendwie verständlich ist. Und die Frau, das ist Maria, das ist die Mutter von Jesus. Sie hat dem Engel geglaubt. Sie ist nicht stumm geworden. Sie hat ihm das geglaubt. Und jetzt ist es so gewesen, die Elisabeth und Maria, das sind Freundinnen gewesen. Und wo die Maria gemerkt hat, ich bin schwanger, das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil ich ja nicht mit meinem Verlobten geschlafen habe, ist sie ins Bergland gegangen zu ihrer Freundin, zu der Elisabeth. Und jetzt ist sie zu der Elisabeth gekommen, zu ihnen daheim. Und in dem Moment, wo sie so die Türen betritt bei ihnen, ist etwas Erstaunliches passiert. Die beiden Frauen, Maria und Elisabeth, sind erfüllt worden vom Heiligen Geist und sie haben angefangen, erstaunliche Sachen zu sagen über die beiden Babys, die in ihren Büchern sind. Und ich weiß nicht, wer alles auch noch dabei war, aber es hat sich herumgesprochen, dass da irgendetwas Spezielles am Laufen war. Jetzt irgendwann ist der Tag gekommen von der Elisabeth, wo sie gemerkt hat, jetzt kommt das Kind. Und als das Kind auf die Welt gekommen ist, dort haben die Verwandten das Kind benennen nach dem Vater Zacharias. Das war damals so üblich gewesen. Es ist, also zum genau sein, es ist ein paar Tage nachher gewesen, an dem Tag, wo man das Kind eigentlich beschneidet. Das ist damals so üblich gewesen, dass man erst dann dem Kind den Namen gibt. Und sie hat das Kind nach dem Vater Zacharias nennen. Die Mutter hat aber interveniert. Die Elisabeth hat gesagt, nein, er soll nicht so heißen. Also haben sie gedacht, komm, wir fragen den Zacharias. Es war ein bisschen mühsam, ihn zu fragen, weil er ja nicht reden kann. Sie haben ihn gefragt, und weil er hat ja das Recht als Vater, um das irgendwie zu bestimmen. Und sie haben ihn gefragt, und dann hat er das Wachsäfeli wieder vorgeholt und hat draufgeschrieben, Johannes soll er heißen. In dem Moment, wo er das aufgeschrieben hat, fängt der Zacharias wieder an zu schwätzen. Und alle absolut erstaunt. Und der Zacharias in dem Moment hat er angefangen, Gott zu loben und hat einen Text, wir haben es in der Bibel drin, hat einen Text, ich weiß nicht, ob er es so gesagt hat oder aufgeschrieben hat. Es ist eine bekannte Bibelstelle und es ist der Predigtext von heute. Ich möchte gerne mit euch lesen, es steht im Lukas 1, ab Vers 68 in der Bibel. Das ist das, was der Zacharias gesagt hat, nachdem sein Sohn Johannes auf die Welt gekommen ist. Da heißt es, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen
um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Wow, das ist ja ein tiefgründiger Text, nicht? Ich weiß nicht, wie viel von dem, dass der Zacharias in all diesen Monaten, wo er nicht schwätzen konnte, sich überlegt hat, wie viel er einfach in dem Moment erfüllt von Gottes Geist gesagt hat. Aber es ist ein erstaunlicher Text. Er ist so bekannt worden in der Theologie, dass man dem einen eigenen Namen gegeben hat. Im Latinischen ist das erste Wort von dem Text Benedictus, das heißt gepriesen oder gesegnet. Und darum nennt man in der Theologie den Bibelabschnitt Benedictus. Also wenn ihr das mal googelt, dann findet ihr genau diesen Text, weil er so über die Geschichte so bedeutsam geworden ist. Ich mag mich gut erinnern auf dieser Skitour, wo wir in diesem Tal unten waren, ohne Handyempfang, kalt, wie wir uns gefühlt haben. So verloren, so erschöpft, so einsam. Und man denkt, wir brauchen einfach irgendjemanden, der uns hilft. Wir haben nicht recht gewusst, was machen. Und irgendwie innerlich, es ist echt ein dummes Gefühl, wenn du einfach weißt, ich muss helfen, ich schaffe das nicht allein. Wir sind viel zu weit weg, um irgendwo hinzukommen. Und was wir versucht haben, ist verzweifelt irgendwo Handyempfang zu suchen. Das Gute an einer Skitour ist, du kannst die Pfähle wieder montieren und einfach den Berg darauf laufen. Das haben wir dann gemacht, bis wir irgendwo gemerkt haben, wow, wir haben ein Strichli. Kennen ihr das Gefühl, oder? So ein Strichli irgendwo und dann geht es wieder weg. Nein. Und wir haben versucht, mit dem einen Strichli ein Telefonat zu führen. Wir haben einem Freund angerufen, der mit uns in der Skiferie unterwegs war, aber nicht auf dieser Tour. Und wir haben ihn tatsächlich erreicht. Wir haben ihm erklärt, wo wir sind und dass wir seine Hilfe brauchen. Er war nicht so motiviert, um uns zu holen, aber er hat gesagt, er komme. Und in dem Moment, wo wir die Zusage hatten, wenig später ist nachher das Telefon abgebrochen worden, weil wir keinen Empfang mehr hatten. Aber es hat alles geändert. Wir haben gewusst, Hilfe ist unterwegs. Und plötzlich ist die Stimmung schon viel besser geworden. Wir haben gewusst, es könnte eine Weile gehen, aber Hoffnung ist da und Hilfe ist unterwegs. Und genau so muss sich der Zacharias gefühlt haben. Er hat gewusst, nicht nur ist unser Gebet für ein Kind beantwortet worden, sondern es ist Hilfe von Gott bei einer viel, viel tieferen Frage, nämlich die, hat uns Gott eigentlich vergessen? Jetzt, Gott hat seit 400 Jahren damals, hat er geschwiegen. Gott hat nichts mehr gesagt. Gott hat keinen Prophet mehr berufen, er hat nichts mehr von sich offenbart und 400 Jahre ist schon eine brutal lange Zeit. Ich meine, was ist in der Schweiz vor 400 Jahren passiert? Keine Ahnung mehr. Ich kann mir vorstellen, dass damals die meisten Leute all die Geschichten aus dem Alten Testament als Legende abgetan haben. Der Zacharias hat wahrscheinlich zu einer Minderheit gehört, wo das noch geglaubt hat, dass es den Gott wirklich gibt. Wo nach diesen Gebot gelebt hat, wo Gott ihnen damals vor langer Zeit gegeben hat. Und selbst so ein frommer Mann wie der Zacharias muss wahrscheinlich sich immer wieder gefragt haben, hat Gott uns eigentlich vergessen? Der Zacharias war ja Priester, er hat die Bibel sehr gut gekannt. Nur schon in dem Abschnitt, wo wir gelesen haben, gibt es über so 16 offensichtliche Andeutungen an Text aus dem Alten Testament. Also der Mann, der hat schon gewusst, was Gott eigentlich versprochen hat. Und trotzdem, ein Leben lang hat er gewartet auf das, dass Gott irgendwann wird zu seinem Wort stehen und seinem Volk helfen will. Wir sind nicht 400 Jahre am Warten. Aber die meisten von uns kennen das Gefühl von, hat Gott mich eigentlich vergessen? Es könnte etwas ganz anderes sein, wie bei dir. Vielleicht bist du krank seit Jahren und du weißt, das ist doch ein Gott, der Menschen heilen kann, der Menschen befreien kann, der Menschen gesund machen kann. Wieso heilt er mich nicht? Gott, wo bist du? Hast du mich im Stich gelassen? Oder du suchst eine Arbeit. Seit langer Zeit, du suchst jemanden, der dir helfen könnte. Und du weißt, Gott ist doch mein Versorger, hat doch das versprochen. Wo ist jetzt die Arbeit? Und du fragst dich, Gott, hast du mich eigentlich vergessen? Oder du hast seit langer Zeit, hast du Gott einfach nicht mehr gespürt. Du siehst, wie andere, wenn sie Lieder singen, wenn sie im Worship sind, wie sie emotional berührt sind, wie deine Tränen vom Gesicht laufen und du bist eifersüchtig, weil du fühlst dich innerlich wie einfach eine leere Wüste. Du denkst, Gott, ich weiss ja schon, dass es dich gibt, aber wo bist du? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Wo bist du eigentlich? Ich bin mir sicher, dass
der Zacharias die Gefühle kennt hat. Und wenn Gott nach über 400 Jahren sein Volk nicht vergessen hat, zu seinem Wort gestanden ist, dann darfst auch du dir sicher sein, wo weniger wie 400 Jahre gewartet hat, dass Gott dich nicht vergessen hat, dass er dich nicht im Stich gelassen hat, dass er seine Versprechen, die er dir gegeben hat, dass er die selber nicht vergessen hat. Ich zeige dir nochmal ein paar Ausschnitte aus dem Text, wo wir gelesen haben. Da heißt, Gott sei gepriesen, er ist der Gott von Israel, weil er ist uns zu Hilfe gekommen. Er hat sein Volk befreit. Gott hat sich erbarmt, er hat uns geholfen. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er hilft uns. Das ist Gottes Wort und es ist Wort damals, wie es auch heute war. Und du kannst dir sicher sein, Gott hat dich nicht vergessen. Vielleicht schaust du gerade zu und du hast seit Jahren bist nie mehr in einer Kirche oder in einem Gottesdienst. Du hast viel Schwieriges in deinem Leben erlebt. Und ich möchte dir sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Er ist nie weg gewesen. Vielleicht hast du ihn nicht gespürt, du hast ihn nicht gehört, du hast nicht irgendwo dir Zeit genommen für ihn, aber Gott hat dich nicht vergessen. Er ist immer da gewesen, jeden Moment. Er kennt deinen Namen, er kennt deine Situation, er steht zu dem, was er sagt. Er hat nie aufgehört, dich zu lieben. Er will auch dir sein Erbarmen zeigen. Er ist der Gott, der auch dich retten kann. Der Gott ist nicht weit weg, sondern wir denken an Weihnachten daran, dass der Gott zu uns Menschen gekommen ist. Die Serie heisst, als Gott Mensch wurde, wo Gott Mensch geworden ist, hat der Zacharias angefangen, rufen und Gott preisen und sagen, jetzt wissen wir, dass Gottes Hilfe zu uns gekommen ist. Jetzt Gott will uns helfen, er will uns retten, aber die Frage, die uns schon ein bisschen beschäftigt, ist, brauchen wir jetzt das überhaupt? Es ist ja schön, ein Gott, der mir hilft, aber brauche ich das überhaupt? Gottes Rettung von uns Menschen ist etwas, das ganz, ganz viel falsch verstanden wird. Damals wie auch heute, es ist etwas, das oft missinterpretiert wird. Damals haben die Israeliten aus verständlichen Gründen vor allem darauf gehofft, dass Gott sie politisch befreien würde. Sie haben auf politische Erlösung, sie haben gehofft, dass irgendeiner kommen und ein König werden und sie von den Römern befreit. Jetzt bei uns in der Schweiz ist ja weniger das ein Thema. Die wenigsten würden Gott für ihre Partei ins Spiel bringen, um sie befreien von anderen Parteien. Aber wir stellen uns andere Fragen. Gott, willst du uns nicht retten von dem Virus, dem Coronavirus? Oder Gott, die ganze Umweltverschmutzung, wieso lässt du das zu? Liebst du die Erde nicht? Wieder andere denken, ich brauche Gottes Hilfe gar nicht. So viele von uns in der Schweiz, wir haben fast alles. Und wenn wir es nicht haben, dann müssen wir es uns kaufen. Und wenn wir es gekauft haben, dann müssen wir es uns versichern. Und uns geht es gar nicht so schlecht. Und wir fragen uns, mir geht es ja gut, für was brauche ich Gott überhaupt? Andere Menschen hoffen, dass Gott wirtschaftlich retten würde. Denn wenn du eben nicht das Geld hast, um es zu kaufen, dann bettest du dafür, dass Gott dir das Geld gibt, um es zu kaufen. Du bettest für ein bisschen mehr Lohn. Du denkst, Gott, wenn ich nur eine Lohnerhöhung bekomme. Oder wenn ich überhaupt einen Job finden würde. Oder wenn ich nur schon weniger Stress im Job hätte. Und Gott, du bittest ihn, dass er dein wirtschaftlicher Retter wird. Wieder andere erhoffen sich, dass Gott sie körperlich retten will. Oder dann, wenn du es nicht kaufen kannst, wenn deine Gesundheit am Ende ist und auch die ganzen Ärzte dir nicht mehr helfen können, dann so als letzte Chance, Gott, hilf mir doch. Ich kann mir vorstellen, dass im Moment manch einer, der irgendwo im Spital liegt, genau so denkt. Gott, hilf mir. Und es ist ja irgendwie verständlich, nicht? Wenn jetzt Gott wirklich gut ist und wenn er allmächtig ist, dann kann er helfen. Warum tut er es nicht? Warum hilft mir Gott nicht bei diesen Sachen, wenn er das doch kann? Ist das nicht etwas Gutes? Und ja, es ist wahr, Gott kann uns wirklich helfen bei diesen Bereichen. Gott ist allmächtig und er ist gut und er kann uns helfen. Und die Frage ist trotzdem da, was ist jetzt eigentlich unser grösstes Problem? Wenn jetzt Gott Mensch werden und nur ein Problem von uns Menschen lösen, welches ist das?
Was wäre das? Einer, wo Gott würde sagen, das ist das, was ich zuerst angehen muss. Das ist das, was sich lohnt, um alles dafür zu setzen. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was ist eigentlich mein grösstes Problem, das ich im Leben habe? Der Zacharias hat Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, du Kind, und da redet er von seinem eigenen Sohn Johannes, er sagt, du wirst Prophet vom Höchsten genannt werden, du wirst vor dem Herr hergehen, da redet er über den Jesus, der noch im Buch war, von der Maria, und du wirst ihm den Weg bereiten, du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung von seinen Sünden gerettet wird. Und der letzte Satz ist der entscheidende. Er sagt, du, Johannes, wirst die Aufgabe haben, um das Volk zu der Erkenntnis zu führen, dass es durch die Vergebung von ihren Sünden gerettet wird. Es geht also um Vergebung von unseren Sünden. Sünde, es ist das Grundproblem und das grösste Problem, das wir Menschen haben. Es ist wie ein Virus, das uns alle infiziert hat, wo wir nicht davon frei werden und wo so viel Leiden in so vielerlei Hinsicht verursacht. Denken wir beispielsweise an einen reichen Banker, der machthungrig ist vielleicht, der Geld veruntreut. Das wird ganz viel Leiden verursachen. Vielleicht direkt, vielleicht indirekt. Irgendjemand wird darunter leiden. Das Grundproblem ist nicht das Geld. Das Grundproblem ist seine Machtgier. Es ist vielleicht sein Untreusein. Nur schon, wenn du vielleicht selber irgendwo etwas veruntreut hast, selber nicht treu gewesen bist, wenn es ums Thema Geld geht. Irgendjemand wird darunter gelitten haben. Vielleicht du selber, vielleicht andere. Das Problem ist nicht deine finanzielle Situation, sondern es ist, dass du untreu gewesen bist. Oder denken wir an unseren Körper, wenn wir unserem Körper nicht gut schauen, dann irgendwann werden wir selber darunter leiden, andere werden darunter leiden. Und unser Problem dann ist nicht unsere körperliche Verfassung, sondern es ist im Kern eigentlich einfach, dass wir faul sind. Auch da ist es wieder eine Sünde, die im Kern ist. Ich mag mich gut erinnern, vor ein paar Monaten bei uns daheim hatte ich mit meiner Frau einen Streit gehabt. Wir haben darüber gestritten, wo man so einen Zeitungshalter in der Stube platzieren sollte. Es ist eine recht dumme Sache, oder? So einen Zeitungshalter, und wir haben unterschiedliche Meinungen gehabt und wir haben darüber gestritten, wo wir den hinstellen sollen. Es ist eskaliert, der Streit, und ich habe mich selber nicht im Griff gehabt. Und dann habe ich den Zeitungsständer genommen, ich habe ihn hässig irgendwo hingestellt und ich habe theatralisch gezeigt, wieso das der falsche Ort ist. Und ich bin richtig wütend geworden. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe so einen richtig schönen, grossen, langen Kratzer in unserem Parkettboden verursacht. Und außerdem, meine Beziehung zu meiner Frau hat darunter gelitten und es hat eine Weile gebraucht, bis das wieder in Ordnung war. Das Problem ist nicht der Zeitungshalter. Es ist auch nicht meine Frau. Sondern das Problem in diesem Fall war, dass ich mich selber nicht im Griff hatte. Dass ich mich nicht, keine Selbstkontrolle da war. Und heute jedes Mal, wenn ich den Kratzer im Paket anschaue, dann erinnert es mich schon ein bisschen daran, Joel, es ist etwas Gutes, wenn du dich im Griff hast. Und wir kennen das aus unserem Leben, so oft gehen so viele Sachen kaputt, weil vielleicht wir uns nicht im Griff haben, jemand anders sich nicht im Griff hat oder auf irgendeine Art etwas da hat, was falsch ist. Sünde, es zerstört immer etwas. Innerlich, äußerlich, es macht unsere Beziehungen kaputt, es macht unsere Gesellschaft kaputt. Und Sünde führt immer zu dem, wo aus Gottes Augen nicht gut ist. Sünde bringt nie etwas Gutes hervor. Und verstehen mich nicht falsch, es ist nicht jedes Problem, das auf irgendeine Sünde zurückzuführen ist. Aber wenn das Problem von der Sünde gelöst werden würde, dann würden ganz viele andere Probleme gar nicht entstehen. Und ganz viel würde sich lösen lassen. Und Gott weiß das. Und darum hat der Zacharias geschrieben, dass Johannes die Aufgabe haben, um das Volk zu der Erkenntnis zu führen, dass es durch die Vergebung von der Sünde gerettet wird. Schau, Gott möchte dich heute zu der gleichen Erkenntnis bringen, dass dein grösstes Problem in deinem Leben nicht deine finanzielle Situation ist, nicht eine politische Sache ist, dass nicht mal deine Beziehungen daheim sind,
sondern dein grösstes Problem, das du im Leben hast, es ist deine eigene Sünde. Und es ist ein Problem, das du dir selber nicht helfen kannst. Es ist ein Problem, das du jemanden brauchst, der dir hilft. Es ist ein Problem, wenn du das behoben hättest, dann würde sich ganz viel anderes in deinem Leben auch lösen. Spätestens, wenn du eines Tages stirbst, wenn du vor Gott stehst, dann wirst du merken, dass deine eigene Sünde auch deine Beziehung zu Gott zerstört hat. Und dass es wirklich das grösste Problem ist, das du hast im Leben. Wenn wir auf das Predigtthema von heute kommen, warum brauche ich Jesus, dann finden wir dort die Antwort. Weil Jesus ist der Einzige, der dir deine Sünden vergeben kann. Du kannst überall in der Welt suchen, du wirst nie eine andere Lösung finden für deine Sünden wie bei Jesus. Für das ist Gott Mensch geworden. Für das hat Jesus sein Leben gegeben, damit du Vergebung empfangen kannst. Damit das grösste Problem, das du in deinem Leben hast, nämlich deine eigene Sünde, kann behoben werden. Warum glauben so viele Menschen nicht, dass sie Gott brauchen? Weil sie noch nicht erkannt haben, wie groß das Problem von Sünde in ihrem eigenen Leben ist. Jeder, der erkennt, wie groß seine Schuld Gott gegenüber ist, wie schlimm Sünde wirklich ist, er ruft nach jemandem, wo ihm hilft, das Problem zu lösen. Und das Blöde an Sünden ist, man kann sie nicht wieder gut machen. Man vor einem perfekten und heiligen Gott, wenn du Dreck am Stecken hast, kannst du dich nicht selber putzen. Es wird nicht sauberer, wenn jemand, der dreckig ist, sich selber putzt. Du brauchst jemanden, der dir hilft, der dich reinwäscht, der aus Gottes Sicht dich perfekt macht. Und genau da will dir Gott helfen. Bei genau diesem Problem sagt Jesus, für das bin ich auf die Erde gekommen. Der Zacharias beschreibt die Absicht, die Gott mit uns hat, in ein paar wunderbaren Verse in diesem Abschnitt. Und er sagt, dass wir unser ganzes Leben lang ohne Angst in Heiligkeit und Gerechtigkeit Gott in seiner Gegenwart werden dienen. Das ist Gottes Absicht mit uns Menschen. Für das ist Gott auf die Erde gekommen. Denken wir mal ein bisschen über die verschiedenen Aspekte in dem Vers nach und es begeistert mich so richtig. Denk mal daran, dass du keine Angst mehr müsstest haben. Ohne Furcht, Gott gegenüber. Wie wäre das, wenn du wüsstest, ich kann sterben jeden Moment und ich muss keine Angst haben vor Gott? Wäre das nicht etwas Wunderschönes? Kein Leistungsdruck mehr Gott gegenüber. Nicht mehr das Gefühl von, ich muss es irgendwie wieder gut machen. Keine Angst mehr vor dem, dass du verloren gehen kannst, dass du in die Hölle kommen kannst. Keine Angst mehr vor dem, dass du nicht genug gut bist. Keine Angst mehr vor dem, dass du versaut hast im Leben. Warum? Weil du weißt, mir sind meine Sünden vergeben. So fühlt es sich an, wenn man mit Gott lebt, wenn man die Vergebung von Jesus empfangen hat, wenn das Problem von der Sünde gelöst worden ist, wenn man in dem hinein gerettet worden ist. Da ist keine Angst mehr da vor Gott. Da ist keine Angst mehr da vor dem Teufel. Keine Angst mehr da, nicht mal vor dem Sterben. Weil du weißt, dass dein Gott all das überwunden hat. Ich mag mich gut erinnern, als Kind hatte ich immer wieder so Ängste gehabt, wenn ich irgendeinen Seich gemacht habe. Ich habe irgendeinen Seich gemacht und ich war so, Jesus, komm bitte nicht jetzt. Oder ich habe mich gefühlt wie, nein, jetzt kann ich nicht sterben. Weil wenn ich so stirb, ich habe gewusst, ich habe Dreck am Stecken, das ist nicht richtig. Wenn ich so vor Gott stehe, ich habe ein Problem. Vielleicht lachst du jetzt drüber, aber vielleicht fühlst du dich genauso. Gott gegenüber, du hast die Angst. Was du brauchst, es ist Jesus. Weil nur Jesus kann dich von deinen Sünden befreien. Wie sieht so ein Leben, das erlöst worden ist, das die Hilfe von Gott bekommen hat, auch es ist ein heiliges und ein gerechtes Leben. Heilig heisst ein Leben ohne Sünde. Also ohne all das, was dich zerstört in deinem Leben. Das ist Gottes Absicht mit dir, dass du ein Leben kannst leben, das heilig ist, das gerecht ist, das aus Gottes Sicht gut aussieht. Nicht wegen dir selber, weil du jetzt kein Zeichen mehr machst, sondern weil das Blut von Jesus dich erlöst hat. Weil jedes Mal, wenn du irgendwo weißt, ich habe ein Zeichen gemacht, du weißt, aber Jesus ist für das gestorben. Ein Leben, das das beste Leben ist, das es irgendwie gibt.
Ein Leben, das sich nach Gottes Gebot richtet, wo das macht, was Gott nicht will. Nicht, weil du müsstest, sondern weil du willst, weil du weißt, es ist das Beste. Ein Leben, wo dein ganze Umfeld von dem wir profitieren, dass du anders bist. Dass du nicht mehr lügst. Dass du lernst, dich im Griff zu bekommen. Ein Leben, wo du nicht mehr schlecht redest, sondern anfängst gut zu reden. Ein Leben, wo deine Prioritäten stimmen, wo du gesunde Grenzen setzt, wo dein ganze Umfeld merkt, da ist etwas anderes. So ein Leben stellt sich Gott für uns vor. Dein Leben, es wird besser, je heiliger dass du lebst. Und schau, das kannst du nicht selber. Du kannst es nur so probieren und du kannst es probieren und du schaffst es nicht. Der einzige Weg, wie du heilig werden kannst, ist, dass Jesus in dein Leben kommt. Und du wirst merken, dass jemand in deinem Leben, der dich anfängt zu verändern, von innen raus. Manchmal braucht es Zeit, aber du wirst merken und alle um dich werden merken, du bist nicht mehr der Gleiche. Und schau, das ist mein letzter Punkt. Jesus, er befreit dich nicht nur von etwas, sondern er befreit dich für etwas. Er befreit dich von deinen Sünden und er befreit dich für was? Wir haben gelesen, dass wir ein Leben lang in Gottes Gegenwart ihm dienen können. Das sind zwei Sachen drin. In Gottes Gegenwart heisst, dass du Gott näher kommen kannst. Dass der Himmel dein Zuhause ist, dass du bei Gott dich wohlfühlst. Dass du nicht mehr weit weg von Gott bist, sondern dass du dazugehörst. Dass du ein- und ausgehen, weil du ein Kind von Gott bist. Und dass du Gott dienen kannst, das heisst, dass du für das leben, wozu Gott dich geschaffen hat in dieser Erde. Und du kommst einen Auftrag über, eine Mission über, nämlich in dieser Welt etwas zu bewirken für Gott. Du kannst dazu beitragen, dass andere Menschen Gott kennenlernen können. Du kommst plötzlich einen Sinn über, der viel tiefer ist, wie alles, was du bis jetzt gekannt hast. Du kannst nur schon durch das Mithelfen irgendwo in der Kirche etwas Kleines dazu beitragen, dass andere Menschen Gott kennenlernen können. Das hat einen Wert, der ewig ist. Ich mag mich gut erinnern, vor ein paar Monaten haben wir einen Gottesdienst mit Jugendlichen und ich habe predigt. Und nach dieser Predigt habe ich alle gefragt, ist da jemand, der möchte Jesus in sein Leben einladen möchte? Wenn ja, dann heb doch deine Hand auf. Und dann habe ich ein Mädchen gesehen in der 3., 4. Reihe, das berührt war, das am Brüllen war, das ganz scheu ihre Hand aufgehoben hat und mit mir ein Gebet gesprochen hat, um Jesus ins Leben aufzunehmen. Und wenn ich daran denke, was das für einen Wert hat, dass ein Mensch gerettet worden ist, ein Mensch hat keine Vergebung von den Sünden empfangen, ein Mensch für immer nicht verloren geht, sondern ewig wird leben, und ich irgendetwas Kleines beitragen zu dem, dann erfüllt mich das mit unglaublicher Freude und Dankbarkeit. Und das hat viel mehr Wert, wie wenn ich an diesem Abend irgendein Fußballspiel daheim geschaut hätte oder etwas Cooles mit meinen Freunden gemacht hätte. Ich kann etwas beitragen, dass das Leben von einem Menschen für immer verändert werden kann. Und das ist Gottes Absicht auch mit dir, dass du beitragen kannst, dass andere Menschen Gott kennenlernen können. Für das leben wir als Christen, für das leben wir als Menschen, die Jesus ins eigene Leben aufgenommen hat. Und das gibt einem so viel Bedeutung und so viel Sinn und Hoffnung. Es ist etwas Wunderschönes. Meine Frage an dich ist, kennst du das auch aus deinem Leben? Hast du das erlebt, dass dir deine Sünden vergeben worden sind? Lebst du immer noch in Angst? Oder lebst du gelassen und ruhig und voller Freude, weil du weißt, Jesus hat mein Leben völlig verändert. Er ist mir zu Hilfe gekommen. Er hat mich gerettet. Kennst du die Veränderung, die Gott in dein Leben hineingebracht hat? Kennst du sie? Oder lebst du ohne Gott und prägt von Sünde in deinem Leben, wo so viel zerstört in dir drin und in deinen Beziehungen? Lebst du für das Anliegen, das Gott mit dir hat? Oder für irgendetwas anderes? Schau, heute könnte dein Tag auch von der Rettung sein. Du fühlst dich vielleicht wie ich damals in diesem Tal verloren und du denkst, ich weiß nicht, wie ich das selber kann. Aber ich weiß, ich brauche jemanden, der mir hilft. Der jemand, der dir helfen kann in deinem Leben, es ist Jesus.
Und er will anfangen beim grössten Problem, das du hast, es ist nämlich deine Sünde. Und die Bibel verspricht uns Folgendes, es ist Gottes Wort, es steht im 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, dann betrügen wir uns selber. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht und er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wenn du so tust, als ob du keine Sünde hättest, du betrügst dich selber und du bist nicht echt. Wenn du aber deine Sünden bekennst Gott gegenüber und ihn um Vergebung bittest, dann wirst du erleben, wie Jesus dich nicht verurteilt, sondern dich rettet. Und zu genau dem möchte ich dich einladen, dass du deine Sünden Gott gegenüber bekennst. Ihm sagst, vergib mir. Ich brauche es, dass du mich neu machst, dass du mich verändern tust. Und Gott, er wird dein Gebet beantworten. Er wird dich retten, er wird dir helfen, auf eine Art, die du vielleicht nicht so erwartet hättest, wo du wirst merken, es verändert alles. Wir werden in ein paar Momenten miteinander das Abendmahl feiern. Beim Abendmahl denken wir an das, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass er sein Leben gegeben hat, um uns von unserer Sünde zu befreien. Für das ist Gott auf die Welt gekommen. Für das ist Jesus Mensch geworden, weil er gewusst hat, ich werde eines Tages an das Kreuz gehen. Und an dem Kreuz werde ich die Schuld von der ganzen Menschheit auf mich nehmen. Ich werde auch deine Sünden auf mich nehmen. Jesus ist an unserer Stelle gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen, um uns unsere Sünden zu vergeben. Und ich möchte dich einladen, bevor wir zum Abendmahl kommen und das miteinander nehmen, dass du dir ein paar Momente nimmst, ganz persönlich, wo du Gott gegenüber deine Sünden bekennst. Wo du sagst, ich habe das falsch gemacht, ich habe das falsch gemacht. Und wo du Jesus einladest in dein Leben und sagst, Jesus, hilf mir, rette mich, hilf mir, befreie mich von meinen Sünden, rette mich. Ich kann das nicht selber, aber ich weiß, du willst mir helfen. Ich kann das dir nicht abnehmen. Ich werde für dich beten und nachher wirst du die Zeit haben. Aber es ist eine Entscheidung, die du nie wirst bereuen. Lass uns miteinander beten. Jesus, wir staunen, dass du vom Himmel auf die Erde gekommen bist. Im Wissen, dass wir Menschen es nicht verdient haben und so viele Sünden auf uns geladen haben. Trotzdem, Jesus, bist du ans Kreuz gegangen. Du bist für uns gestorben. Du hast unsere Sünden auf dich genommen. Du hast unsere Schuld vor Gott beglichen. Um uns zu befreien von unseren Sünden. Um uns reinzuwaschen. Um uns neu zu machen. Um uns zu vergeben. Und ich bete jetzt für jeden, der diese Botschaft hört, sei es da, sei es daheim, dass er eine Erkenntnis bekommt, dass deine Hilfe vom Himmel in dem besteht, dass du uns von unseren Sünden retten tust. Heiliger Geist, überführe uns von den Sachen, die falsch sind. Erinnere uns an die Sachen, die wir gesündigt haben. Nicht um uns zu verurteilen, sondern um uns mit dem zu Jesus zu bringen. Schenke uns den Mut, dass wir diese Sachen aussprechen können, bekennen und loslassen und zu dir, Jesus, bringen. Amen.